Ist was wo unten? Das Abendessen. Ja, mit dem willkommen zurück in Bilbo seiner Hölle. Dwalin, Dwalin hat Hunger und will zur Nacht, also tun wir da nicht lang blöd, machen noch ein bisschen etwas kaputt, dass wir hier den Schlüssel bekommen. Und schauen dann, dass wir dem etwas zu essen organisieren. Gut versteckt, der Schlüssel, wenn man das gerade so erwähnen kann. Ich denke, in dieser Episode könnte ich ein bisschen über Zwerge reden. Weil, ihr werdet es sehen, nach und nach werden hier noch ein bisschen mehr Zwerge zu Besuch kommen. Ich hoffe, das war jetzt nicht ein Spoiler gewesen, aber ich dachte, ja, könnte ich da ein bisschen über die etwas erzählen. Hauptsächlich über die Verwandtschaften untereinander vielleicht. Balin, zu euren Diensten. Oh! Na, Ben Bruder? Es ist ja so, ich kenne euch beide nicht. Nur im Geringsten. Tja. Ich probiere ein bisschen zu erklären, wie das die Zwerge eigentlich so untereinander verwandt sind. Wobei, ja, das ist eigentlich sehr kompliziert, und ich probiere es ein bisschen kurz zu fassen. Wir fangen an, hier mit dem Dwalin, der gerade jetzt sein Bieli schwingt gegen die Tür von Bilbo. Da hat er nicht gefällt, aber ist ja gleich. Er ist der Bruder vom Balin. Ja, Dwalin und Balin sind Brüder. Da hat man auch noch drauf gekommen. Der Balin ist einer, der jetzt gerade durchgekommen im roten Jacke und im roten Superman-Cape. Der Dwalin, er mit seinem Hammer, ist, er wird beschrieben als stark. Er ist ein bisschen übermütig, aber natürlich loyal gegenüber allen Zwergen und so. Man kann nicht sagen, dass er der Stärkste ist. Das ist ein bisschen übertrieben. Aber er ist immer stark, das sieht man ja. Er ist breit und aggressiv mit seinem Hammer. Sieht gerade so aus. Und macht er hier eigentlich alles kaputt? Hallo, das ist ihm echt egal. Gut, das haben wir kaputt machen, dass wir wieder etwas aufbauen können. Ja, das ist ja logisch. Nachher, was haben wir da hier? Der andere Zwerg, eben der Balin, der jetzt da ein bisschen hinterher schaut. Oh cool, müssen wir etwas bauen. Juhu. Die Elemente weiss ich noch nicht, ob es mir so gefällt, aber es ist ja zwei dran. Zum anderen Zwerg, zum Balin. Er ist der älteste von den Zwergen in der Gemeinschaft um Thorin. Trotz seinem Alter ist er sieht sehr gut. Und darum wird er auch so viel mit den Aufgaben bestückt. Von wegen Ausschau halten. Er ist Ausguckmann. Ist er beschrieben, also haben sie ihm gesagt, im Hobbit, im Buch. Und ja, auf diese Fähigkeit ist er auch stolz. Also, ich denke, wir werden dann später von dem auch noch etwas sehen. Trotz seinem Alter, ein Zwerg darf man übrigens nie auf sein Alter ansprechen, ist er noch sehr gut Zwerg. Kili und Kili, zu euren Diensten. Vorsichtig damit. Ich habe sie gerade geschliffen. Wo soll der hin? Herr Dwalin. Gibt's noch mehr? Er hat gesagt, es gibt zu essen. Und zwar reichlich. Hat er gesagt? Hat wer gesagt? So, wo schon die nächsten sind gekommen? Fili und Kili. Fili, der Blond, Kili, der Schwarzhaarige. Oh, super getroffen. Sie sind gerade das Gegenteil von Balin, sie sind die jüngsten zwei. Wobei, der Fili, der Blond, ist 5 Jahre älter als der Kili, der Schwarzhaarige.
Wobei eben 5 Jahre ist auch für einen Zwerg eigentlich nichts. Das sind echt die Jüngsten. Wie man übrigens auch an ihren Bärten sieht. Sie haben ja schon Bärte. Aber nicht so richtig Bärte wie die anderen Zwerge. Was ich noch recht witzig finde. Was kann man zu ihnen sagen? Sie beide, oder eben Fili ist im Jahr 2859 vom dritten Zeitalter auf die Welt gekommen und Smaug, der Drache, hat der Erebor im Jahr 2770 im dritten Zeitalter angegriffen. Also, weil es aufgepasst hat, gemerkt, die beiden haben es gar nicht miterlebt, wo der Drache hat angegriffen. Und ja, das stimmt. Sie waren noch nicht auf der Welt gewesen, und sie kennen es auch nur von Erzählungen. Was ist das? Versucht. Himmelverschimmt. Wieso sind sie trotzdem dabei? Erzähl ich. Gandalf. Mein lieber Bilbo, was in aller Welt ist denn los? Was los ist? Ich bin umzingelt von Zwergen. Was wollen die hier? Sie sind doch eine ganz muntere Versammlung, wenn man sich erst an sie gewöhnt hat. Kili, Moin, Join, Dalin, Tiflo, Mofo, Bombo, Nicht meine preisgekrönten Tomaten. Danke. Nein, danke. Ich will mich aber nicht an sie gewöhnen. Seht mal, wie meine Küche aussieht. Ja, du hast vollkommen recht, Bifur. Ein Zwerg fehlt uns offensichtlich noch. Verzeiht bitte. Es tut mir leid, wenn ich euch unterbreche. Aber was soll ich mit meinem Teller machen? Schon gut, Ori. Gib ihn mir. Uiuiui, was kommt doch jetzt? Okay. Singen und dann. Oh. Ja. Ja, das Geschick habe ich das gemacht. Mal gut. Was habe ich noch gesagt? Sie haben eben Fili und Kili, jetzt gerade die zwei, haben den Angriff vom Drachen nicht erlebt. Wieso sind sie trotzdem in der Gemeinschaft für den Erebor zurückzuerobern, auch wenn sie es eigentlich gar nicht erlebt haben? Ja, das ist echt, das ist echt die gleiche Erklärung, wieso das alle dabei sind in dieser Gemeinschaft oder in dieser Unternehmung. Die Zwerge sind sehr stolz. Und sie wollen sich das nicht gefallen. Wer ist noch gekommen? Sie sind gerade alle auf das Mal gekommen. Oin Gloin sind noch gekommen. Das sind beide Cousins von Dwalin und von Balin. Also ziemlich nah Verwandte. Ori, Dori und Nori sind auch Nachverwandte von Thorin aus Durins Linie. Was Durins Linie bedeutet, das erzähle ich später, das ist ein bisschen komplizierter. Und Bifur, Bofur und Bombur sind auch gekommen. Ebenfalls nähere Verwandte. Also sind alle zusammen relativ nah mit Thorin verwandt. Wieso so verwandt, wieso das wichtig ist, ja, das ist nie unbedingt erklärt. Allerdings kann man sich das vielleicht so, oder denken wir so, Thorin hat das alles natürlich ziemlich geheim wollen halten, da die Unternehmung. Und darum hat er ein bisschen auf Familie gebaut. Er ist da. Gandalf. Bilbo Beutlin. Darf ich euch den Anführer unserer Unternehmung vorstellen? Thorin Eichenschild. So, das ist der Hobbit. Sagt Herr Beutlin, seid ihr im Kampf erfahren? Bitte was? Was haben die Zwerge aus den Eisenbergen gesagt? Schließt ein sich uns an. Sie sagen, diese Reise sei unsere Sache, unsere allein. Ihr geht auf eine Reise. Weit im Osten liegt ein einzelner entlegener Berg. Der einsame Berg. Kehren die Vögel aus alter Zeit zurück zum Erebor, wird die Herrschaft der Bestie enden. Welche Bestie? Der Drache Smaug wird nicht mehr gesehen seit 60 Jahren.
Der unermessliche Reichtum unseres Volkes liegt vielleicht schutzlos da. Das Haupttor ist verschlossen. Es gibt keinen Weg in den Berg hinein. Das, mein lieber Balin, stimmt nicht ganz. Wenn es einen Schlüssel gibt, dann gibt es auch eine Tür. Die Lösung ist irgendwo in dieser Karte verborgen. Die Tat, die ich mir vorstelle, beruht auf Heimlichkeit. Darum brauchen wir einen Meisterdieb. Und zwar einen guten. Den besten, möchte ich meinen. Hobbits sind bemerkenswert leichtfüßig. Und während der Drache Zwerge ohne weiteres wittern kann, ist der Geruch eines Hobbits so gut wie unbekannt für ihn. Gebt ihm den Vertrag. Nein, nein. Es ist nur das übliche. Zusammenfassung der Reisekosten, Arbeitszeiten, Vergütung, Begräbniskosten und so weiter. Begräbniskosten? Ja, cool. Begräbniskosten werden übernommen. Das ist natürlich immer gäbig zu wissen. Jetzt haben wir das Kapitel auch schon abgeschlossen. Ja, zu Zwergen gibt es noch viel zu sagen. Zwerge sind natürlich nicht weniger kompliziert als andere auch in Mittelerde. Ich glaube, da haben wir ein anderes Mal noch genug Zeit, über sie zu reden. Es gibt schon noch etwas, was interessant ist. Was? Nur 53%? Ups, was habe ich denn da nicht abgeschlagen? Schön. Zu der Karte könnt ihr mal etwas erzählen. Ja, das merken wir. Ich glaube, wir fahren noch gerade ein bisschen weiter. Ich ziehe in ein Abenteuer! Mein lieber Freund, ich habe keine Sekunde an dir gezweifelt. Ja. Gut, eine kleine abgekürzte Version war jetzt das gewesen. Im Film war ja das noch ein bisschen anders gewesen und im Buch noch ein bisschen anders, aber das spielt ja keine Rolle für uns. Jetzt sind wir wieder in Hobbingen. 60 Jahre vorher als das, was wir vor in der letzten Episode, jetzt weiss ich gar nicht mehr. Als wir da als erstes durchgelaufen mit dem Frodo und dem Sam. Das sieht jetzt gleich aus, aber das ist gleich. Ist schon dann schön gewesen. Cool, jetzt können wir hier als Gandalf rumsäckeln und ein bisschen Zeug kaputt machen. Gandalf ist natürlich so ein bisschen meine geheime Lieblingsfigur. Ja, wobei, das kann man eigentlich nicht sagen, Lieblingsfigur. Das sind alle cool, aber er ist interessant. Oh. Hey. Einfach schlafen. Gut, wir wären so erledigt. Gandalf ist sehr eine interessante Figur. Zu ihm werde ich dann später sicher auch noch etwas erzählen können. Gandalf der Graue, wenn er dort noch ist. Ist wirklich eine der kompliziertesten Figuren. Er ist ja Zauberer, wobei Zauberer ist nur etwas von diesen Sachen, die er auch noch ist. Aber ich glaube, das braucht fast ein bisschen mehr Zeit, dass ich zu ihm etwas sagen kann. Wir schwingen da unseren Stab, sammeln ein bisschen Fisch und stecken. Und gehen da mal weiter. Wir watscheln aus Hobbingen raus und machen uns auf den Weg, für den Zwergen nachzugehen. Sieht schön aus. Ja. Ah, gut. Auch Gandalf kann nicht schwimmen? Ja, das ist okay. Muss man auch nicht.
glaube, ich habe das schon mal gesagt, das ist auch der Weg, wo Frodo der genau 60 Jahre später eigentlich wird laufen. Nein, nicht 60 Jahre, mehr. Oder Frodo 60 Jahre und ein paar Jahre mehr später wird laufen, wo er auf sein Abenteuer geht. Die Eule dort oben finde ich sehr cool. Dann habe ich ein bisschen Zeug kaputt und sammle ein bisschen Fisch, weil Fisch ist immer gut. Oh! Ist echt das? Da gibt es sicher noch etwas Interessantes. Well, never mind. Das anderes Mal dann. Da komme ich dann sicher auch noch einmal zurück, wenn ich mal nichts zu tun habe. Und werde eben, wie auch schon gesagt, viel zu viel Zeit sicher dort drinnen verbringen und alles noch einmal anschauen und alles kaputt machen. Aber das mache ich dann ohne Kamera. Weiter in den Wald. Jetzt fängt es noch an zu regnen. Schade. Ich habe gemeint, das kann ich abschießen, aber da brauche ich auch einen Pfeilenbogen. Ja, es regnet. Regen gibt es natürlich auch im Mittelerde. Das ist ja so. Das Klima, vor allem im Auenland, ist sehr vergleichbar wie unser mitteleuropäisches Klima, hat Tolkien mal gesagt. Es gibt sehr heiße Sommer, aber auch milde Sommer. Es gibt strenge Winter, aber auch weniger strenge Winter. Es hat auch schon sehr strenge Winter gegeben, also sehr kalt und sehr viel Schnee im Auenland. Wo wirklich dann auch hat dazu geführt, dass arme Hobblers verhungern. Allerdings, das ist, wenn ich mich nicht täusche, bis 200 Jahre vor dieser Geschichte gewesen. Und dann ist dann auch... Oh, weiter geht's. Nach einer langen Reise durch das Auenland und noch weiter trafen Bilbo und Gandalf der Graue auf die Gemeinschaft der Zwerge. Das Abenteuer konnte beginnen. Wartet! Wartet! Ich habe unterzeichnet! Willkommen, Meister Beutlin, in der Gemeinschaft von Thorin Eichenschild. Bedient euch. Nein, halt, stopp! So, blöd Bombur hat dem armen Rössli noch der Kabis geklaut. Ja, aber ich glaube, das ist etwas, was wir in der nächsten Episode machen können. Dass das auch noch etwas zu essen bekommt, das Arm. Bienenli, Achtung. Gut, bis zur nächsten Episode. Oh. Genau. Gutes Ende gewesen. Tschüss.